Und wie läuft's mit dem Döschwo? Dein Ernst? Weißt du, das heißt ¿Quieres? Salut zusammen, hier ist der Luzi und willkommen zu einer neuen Folge von Luzi bastelt. Tapkin ist der heutige Sponsor vom Video und hat einfach mal so 60 Franken aus dem Ärmel geschüttelt, damit ich einen Bass zusammenbauen kann. Was Tapkin ist und wie ihr diesen Bass könnt gewinnen könnt, erfahrt ihr später. Als allererstens holen wir unser Budget ab und legen los. Die erste Station ist mein Lieblingsladen zum Bassseiten kaufen. Die zweite Station war mein zweiter Lieblingsladen, zum Kabel und etwas zum Lackieren kaufen. Natürlich habe ich mir noch ein Päckchen Ziggis gegönnt, weil hey, es liegt im Budget. Natürlich habe ich auch irgendeinen Hunger bekommen und ja, Du, Luzi, ja. du hast jetzt aber nicht alles für irgendeinen Scheiß ausgegeben, oder? Du brauchst noch einen Bass. You stupid! Wo bekomme ich jetzt einen Bass über für 3,75 Franken? Inzwischen. Herr Doktor, ich habe schlaflose Nächte. Ja, was belastet Sie denn so sehr? Was ist denn in Ihrer Vergangenheit abgegangen, dass Sie sich jetzt so bedrängt fühlen von dieser Welt? Ich will nicht drüber reden. Ja, dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich Ihnen nicht helfen kann, weil man muss sich zuerst selber helfen, bevor dass man Hilfe anderen nachher annehmen. Wissen Sie? 12 Uhr mitternachts. Barkeeper, alles Bier. Du hast ja viel zu viel gehabt. Dir gebe ich sicher nicht mehr. Du hast nicht einmal die erste Runde gezahlt. Solche Abfilme wie dich haben wir nicht in unserer Bar. Verpiss dich jetzt! Überall bin ich rausgestossen. Ja, ich weiss doch auch nicht, ob ich für 3 Franken irgendwann einen Bass herbekomme. Oder Scheissdreck, hey. Die Zeiten haben mir schon die Hälfte vom Budget gekostet. Wo soll ich jetzt auf die Schnelle so einen Bass organisieren? What the fuck? Ja, als erstes müssen wir natürlich den Bass auseinandernehmen. Und die ganzen kaputten Teile entfernen. Ja. Du bist im Fall schon ein bisschen langweilig. Kannst du nicht ein bisschen vorspulen? Boah, kannst du nicht einfach ein bisschen schneller machen, ey? Das kannst du dir doch nicht geben. Stopp, schon viel zu weit. Musst wieder zurückspulen.
Also eigentlich hätten wir bei diesem Bass so schön viel Platz, um ein paar Pickups reinmachen, anstatt nur die 2, die von Anfang an drin waren. Also ja, packen wir doch mal ein paar mehr drin, oder? Was meint ihr? B フィールトナブナーマーセルデルージーインベースアイホーボー A. 2. B. Porsche 911. C. 5. Also wenn ihr sagt, dass ihr 5 Pickups in dem Bass wollt, dann baue ich natürlich auch 5 Pickups ein, oder? Schön hier ein bisschen rundherum mögeln, damit wir auch sehen, was wir wegfräsen müssen. Fräsertime! Das ist der Luzi-Frässong. Der Luzi fräst so lang, bis er nicht mehr kann. Und das ist jetzt. Nachdem die Stäbentwicklung in der Garage so gross geworden ist, dass ich fast nichts mehr gesehen habe, habe ich gedacht, ich mache einfach den Rest per Hand. Pur de Verbunter Brech 1. Währenddessen, dass ich hier eine Ziege rauche, stelle ich euch den heutigen Sponsor vom Video vor. Euch nerven Werbungen, Algorithmen, Doomscrolling und wie manche Firmen mit euren Daten umgehen. Jesus Christ! Was machst du in meiner Wohnung? Dann ist Tapkeen das Richtige für euch. Also ja, das ist schon schön und gut, aber Tapkeen vereint das Beste aus Patreon, Instagram und YouTube. Ihr könnt Bilder, Videos, sogar PDF-Dokumente aufladen, was perfekt ist für wissenschaftliche Arbeiten. Ja, aber muss ich denn irgendetwas dafür zahlen oder wie ist? Nein! Tapkeen hat keine Paywall. Sie finanzieren sich durch einen Anteil von den King Coins und that's fucking it. Okay. Das Beste kommt aber noch. Du kannst deine Lieblings-Content-Creator mit King Coins direkt pro Post unterstützen. Deswegen bekommt Tapkeen von mir das Luzi Seal of Approval. Ladet doch jetzt gerade Tapkeen mit dem QR-Code ab und addet mich gerade unter der_echte_Luzi für exklusiven Content. Zurück zum Video. Als Vorbereitung vom Lackieren müssen wir natürlich den vorgängigen Lack abschleifen und anrauen, damit die Oberfläche auf der einen Seite grösser ist und damit nachher die Haftung vom Lack ein bisschen besser funktioniert. Was man natürlich auch noch machen muss, ist, den ganzen Bass zu entfetten, weil Finger haben Fett, also alles hat Fit und ich bin fett. Den wollte ich eigentlich lackieren, bis ich herausgefunden habe, dass dieser hure Deckel einen Schraubenzieher braucht zum Aufmachen. Dann bin ich gerade frustriert gewesen. So frustriert, dass ich gerade einen Metal-Song geschrieben habe. Und den habe ich halt lackiert. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie beim Body vom Bass, nämlich zuerst mal alles demontieren. Anschleifen, entfetten und dann einfach ein bisschen drüber lackieren. Man sollte vielleicht auch schauen, dass es keine Farbverläufe gibt. Dadurch, dass die Bassmechaniker und die Bridge vom Bass ziemlich am Arsch waren, musste ich alles von einem anderen Bass nehmen. Weil jemand sein ganzes Budget für irgendwelchen Scheissdreck ausgegeben hat. Da hätte Luzi als 2 separate Sätze geschrieben, ohne Komma. Wie sollte man den Kack lesen? Dann nur noch die neuen Mechaniker am Bass herschrauben. Und dann war auch schon fertig, oder? Also, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Tonaufnehmer. Boah, das ist ziemlich langweilig. Aber ich muss wach bleiben, aber es ist so schwer. Ich kann nicht viel verpassen. Ich kann jetzt noch ein bisschen reinnicken. Das kapitalistische System. Alles klar? Nein. Klar. Nein, Gut. sicher, nein. Können wir eigentlich schon anfangen. Die ganze Technik von dem Bass muss ja irgendwo Platz drin haben. Weil ich meine, dort kommen ja Pickups rein. Und ja dann habe ich gedacht, einfach da oben durch einen Schnitt machen. Und dann hat man auch schon genug Platz für die ganze Elektronik, die ich da reinwürgen muss. Abacke! Passt perfekt! Weil wir natürlich mehr als 2 Tonabnehmer brauchen, müssen wir jetzt noch 3 andere anzeichnen, bohren und entgrotten.
Jetzt kommen wir zu der Hochzeit vom Hals und dem Body. Eine sehr romantische Hochzeit, wie man sich's gewöhnt ist, weil... Digga, kannst du vielleicht mal aufhören mit dem scheiß St. Galler Dialekt? Das kommt mir so hart auf die Eier. Ja, aber ich rede doch immer so. Try me. Ja, nein, ist okay. Nein, ist okay. Besser so. Inzwischen Niemand und nie wird mir jemand meinen St. Galler Dialekt wegnehmen. Stirb, du St. Galler Drecksau! Jetzt müssen wir natürlich die neue Bassbridge montieren, weil die muss eingemettet sein. Zum Anzeichnen von der Bridge brauchen wir irgendetwas Langes, Gerades. Ich nehme da jetzt so einen Blumenuntertopf, um den Hals zu verlängern und 2 Strichchen zu ziehen, damit ich nachher die Bassbridge in der Mitte kann positionieren vom Hals, weil das ist sehr wichtig. Da muss ich die Bassbridge eigentlich nur noch einmessen, in der Mitte positionieren und dann kann ich sie eigentlich schon festschrauben. Und falls ihr euch jetzt fragt, mit was für einem professionellen Tool ich das Ganze zusammenschraube, ja, es ist ein IKEA Akkuschrauber. Dann kommt die Positionierung von der Tonabnehmer, dass ich sie nachher festschrauben kann. Bis ich gemerkt habe, dass der eine Tonabnehmer einfach viel zu gross ist. It's so big. Aber das ist kein Problem. Die ganze Schublade voll mit Tonabnehmer und dann ziehen wir da einfach einen raus und ja, der sollte passen. Jetzt gehen wir nur noch in die Küche, um den Bass zu verlöten. Wieso mag de luis idee verloten van BCD Curie? A. Zwoiger de kwelsek. B. In der Cookie Candy Luzi Rauge. C. Kommunismus. Beim Verlöten ist eigentlich nicht viel Grosses vorgefallen, ausser natürlich, dass ich überhaupt nicht vorgeplant habe, weil die Elektronik hat dann nachher einfach nicht mehr reingepasst, als ich sie verlötet habe. Nachdem habe ich Pickups angefangen zu verlöten, bis ich gemerkt habe, dass ich meinen Bass nicht geerdet habe. Wieso das wichtig ist? Nachdem ich Pickups verschraubt habe, habe ich den Bass umgekehrt und habe mit der Strecke feststellen, dass ich einfach zu lange Schrauben genommen habe. Und jetzt kommt der Test, ob ich alles richtig verlötet habe und es keinen Kurzschluss gegeben hat. Monster Kill! Währenddessen, dass ich hier die Seiten aufziehe, kann ich euch erzählen, wie ihr diesen Bass gewinnen könnt. Geht einfach auf mein Tapkin-Profil, klickt das Video an und hinterlasst einen netten Kommentar oder schreibt einfach irgendetwas, spielt eigentlich keine Rolle. Verlosen tue ich am 18. Mai und bringen ihn persönlich vorbei, außer auf Russland. Nachdem ich die Seiten aufgespannt habe, habe ich gemerkt, dass diese Seite immer aus dem Sattel springt. Liegt am Winkel, aber ich habe es dann nachher mit einem Bierdeckel geflickt. BOV. Hywisch am Luzi Senior Ältere. Zum Tonabnehmer unterlegen habe ich dann aus Taxkarten Federn bauen, damit ich die Höhe der Tonabnehmer einstellen kann. Wieso benutze Luzi taxkarten als Vader? Who's Nanya? What's Nanya? None your business, mate. Oh, very funny. Hier und da ein paar Details und dann ist er eigentlich schon fertig gewesen. Eins kann ich schon mal vorab sagen, er ist fucking laut. Kann der auch etwas anderes als laut sein? Verstehst du? Laut sein, laut sein. Ja, kann er. Yes!
Ja, da wäre es auch schon gewesen mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abüli da, da hätte ich Freude. Folgt mir auf Insta und habt einen schönen.